These guys know me. Sie kennen mich. Good morning. Guten Morgen allerseits. It's such a pleasure to spend the morning with you. Es ist so schön, mit euch den Morgen zu verbringen. It's such a gorgeous day. The Herbstmesse has started and you've decided to come here. So thank you. So einen wunderschönen Tag. Die Herbstmesse hat gestartet. So schön sind ihr da. Danke. And this time I won't forget my glasses. Jetzt werde ich meine Brille nicht vergessen. So this week we're ending this series, What Would Jesus Undo? Und heute beenden wir die Serie What Would Jesus Undo? You know, and it's a series in which we unpack things that Jesus would want us to kind of let go of. Also es ist eine Serie, wo wir möchten hören und verstehen, was für Sachen es gibt, wo Jesus möchte, dass wir sie würden, einfach loslassen und hinter uns lassen. So, what would Jesus like us to undo today? Also was würde Jesus wollen, dass wir es undo, dass wir es loslassen, genau heute? One of the things before we get into the sermon that Jesus wants us to undo was this start to my sermon. Etwas, was ich gerne anders gemacht hätte, wäre der Start von dieser Predigt. Because I forgot to introduce Chris. Sie hat vergessen, mich vorzustellen. So, Chris is translating, as you've noticed, and I just want to give you my huge thanks. Thank you. So the next thing that Jesus wants to undo Das today nächste, was Jesus möchte rückgängig machen, is empty worship. ist leere, bedeutungslose Worship. Now, after what we've just experienced today together, you're probably thinking, well, that's not a problem here. Genau nach dem, was wir gerade so erlebt haben auf der Bühne hier, Worship, denken ihr vielleicht, das ist ja kein Problem, oder? So what is empty worship? Also was meinen wir mit leerem Worship? Empty worship is when we honor God with our mouths. Leerer Worship ist, wenn wir Gott loben mit unseren Mündern, mit unseren Müllern, with our words, mit unseren Worten, but not necessarily with our thoughts and actions. aber vielleicht nicht mit unseren Gedanken oder mit unseren Taten. Empty worship is lip service, Leerer Worship ist Lippenbekenntnis, not life service. statt dass wir mit unserem Leben würden dienen. So when I was a little girl in Sunday school, Also wenn ich ein kleines Mädchen war in der Sonntagsschule, many moons vor ago, vielen Monaten, I thought that God was a bit of an egomaniac. habe ich gefunden, dass Gott ein bisschen ein Egomane ist. Right? It seems strange to me that he demanded that we worship him all the time. Und ich habe es einfach komisch gefunden, dass er verlangt, dass wir ihn ständig loben müssen. And I'm not allowed to ask that people worship me all the time. Und ich habe nicht fragen darum, dass andere mich ehren die ganze Zeit. Right? Little diva that I was, I thought that was terribly unfair. Ich als kleine Diva habe gefunden, das ist total unfair. Right? And now that I'm older, Jetzt bin ich ein bisschen älter, hopefully no longer a diva, hoffentlich keine Diva mehr. right? The question remains, Aber die Frage steht immer noch. why does God demand our constant worship? Warum fragt Gott nach unserer konstanten, dass wir ihm der geben ständig? What does he get out of it? Was hat er da davon? Does he need it? Braucht er das? What do we get out of it? Was ist drin für uns? In short, what is the purpose of worship Oder in kurz, was ist der Zweck, der Sinn von Worship? and why is it important? Und warum ist es überhaupt wichtig? So for those of us who love the Lord, Also für die unter uns, die Gott lieben, who follow Jesus, die Jesus nachfolgen and who are a house for the Holy Spirit, und die daheim sind für den Heiligen Geist, there can be no doubt that God deserves our da worship, gibt es keinen Zweifel, dass Gott das einfach verdient hat, dass man ihn arbeitet. right? He is holy. Er ist heilig, He is whole, er ist ganz. where we are broken sinners. Und wir sind zerbrochen und sündig. He is all-knowing and all-powerful Er ist allwissend und allmächtig and ever-present. und allgegenwärtig. And we are limited and vulnerable. Und wir sind begrenzt und verletzlich. You know, God is worthy of all glory and all honor and all praise. Und Gott hat es wirklich verdient, dass man ihn immer und ständig ehrt, ihn arbeitet. And he deserves our praise. Und er hat es verdient, dass man ihn arbeitet. But he doesn't need it
to be fully God. Aber er braucht die Anbetung nicht, zum vollkommen Gott zu sein. Right? And so when I was thinking about this sermon, Also wenn ich mir die Predigt vorbereitet habe, I realized that God doesn't need our worship Dann to ich- be fully God, dann habe ich realisiert, dass Gott unsere Anbetung nicht braucht, zum vollkommen Gott zu sein. but we need to worship Him to live full lives. Aber wir müssen Gott arbeiten, damit wir leben in Fülle leben. Right? Let me explain. Also ich tue das mal ein bisschen auspacken. When we truly worship the Lord Wenn man Gott wirklich arbeitet, in spirit and in truth, in seinem Geist und in Wahrheit, 3 things happen. dann passieren 3 Sachen. The first thing is, should I go? Ja, okay. The first thing is, we deepen our relationship with God when we worship Him. Das Erste, was passiert, ist, dass wir unsere Beziehung mit Gott vertiefen, wenn wir ihn arbeiten. And the second thing is, we gain a limitless, God-centered perspective when we worship Him. Und das Zweite ist, dass wir wirklich so eine grenzenlose und auf Gott ausgerichtete Perspektive gewinnen, wenn wir ihn arbeiten. And the third thing is, we become anchored to an unconditional and powerful hope in our Lord. Und das Dritte, was passiert, ist, dass wir wirklich verankert werden in so einer bedingungslosen, kraftvolle Hoffnung in Gott. You know, and as I was thinking about this sermon, I realized how amazing is it that God decides to sneak in gifts to something that's actually supposed to be all about Him. Und als ich das überlegt habe, habe ich realisiert, wie unglaublich das ist, dass Gott etwas von uns verlangt oder fordert, dass man ihn eben arbeitet und gleichzeitig schafft es irgendwie wie ein Geschenk, eine gute Sache noch irgendwie reinschmuggeln, die uns gut tun, in etwas, was er von uns fordert. So clearly, our God is a good God and not an egomaniac. Und es ist ganz klar, dass Gott einfach ein guter Gott ist und kein Egoman. But sadly, we don't always worship the Lord in spirit and in truth. Aber leider beten wir Gott nicht immer an, in dieser Wahrheit und in diesem Geist. Or at least I don't, Oder ich auf jeden Fall nicht. right? Often our worship can be passive and surface level. Oft kann unsere Anbetung oberflächlich sein und passiv. It can be kind of focused on ourselves, Worship kann auf uns selber fokussiert sein. you know, and focused on what we can get out of God, Oder fokussiert auf das, was wir von Gott bekommen können. and not just focused on who God is. Und nicht darauf fokussiert, wer Gott ist. And that's empty worship. Und das ist eben Leerer Worship. And that's what God wants to undo. Und genau das ist das, was Gott möchte auspacken und rückgängig machen. So if there are 3 things that we can get out of worship, Es gibt wirklich 3 Sachen, die wir aus einem guten Worship herausholen können. then there are 3 ways that we can reverse empty Da worship. gibt es auch wie so 3 Sachen, wie wir so einen Leerer Worship wieder rückgängig machen können. So the first way we can stop empty worship Also die erste Art und Weise, wie wir den leeren Worship aufhören können, is Jesus wants to undo our passive and surface level worship ist, dass Jesus möchte unsere oberflächliche und passive Anbetung die rückgängig machen. and he wants to transform it into a deep relationship with himself. Und er möchte die Anbetung transformieren, verändern in eine tiefe und tiefgründige Beziehung mit ihm. So I don't know about you, but one thing that COVID taught me Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber durch die Corona-Zeit habe ich etwas gelernt. I'm a little bit of a spiritual consumer, Ich kann ein bisschen ein geistlicher Konsument sein. right? Like maybe you're like me. Many of us rely on the church to facilitate our worship of God. Ich glaube, viele von uns, wie ich auch, brauchen wie so ein bisschen die Kirche, um die Anbetung zum können anbeten. Right? Like
An opportunity to worship is presented to us on a silver platter every Sunday, and we can decide to take it or not take it, right? Also jeden Sonntag, oder, wenn wir in die Kirche kommen, ist wie so, die Anbetung wird uns so präsentiert, oder die Möglichkeit, zu arbeiten, jeden Sonntagmorgen auf einem silbernen Tablett. And when something like COVID comes and takes that silver platter away, Und dann kommt Corona, oder, nimmt das silberne Tablett weg. do we remain passive Bleiben wir dann passiv and forgo the opportunity to worship? und nicht mehr worshipen? Or do we decide, yeah, I'm going to worship in my living room Oder sagen wir, nein, ich bete auch in meinem eigenen Wohnzimmer. because that's what I've been taught to do and that's my duty? Und vielleicht machst du das dann und weil du sagst, hey, das habe ich so gelernt, das muss ich und das ist meine Pflicht. Or do we actively seek out ways to worship the Lord with every moment of our lives? Oder suchen wir wirklich ganz aktiv nach Möglichkeiten, Gott anzubeten, jeden Moment von unserem Leben. Right? Like churches, I spent my life growing up in the church. Also gerade Kirchen, und ich habe ja mein ganzes Leben verbracht, aufgewachsen in der Kirchen. Churches can spend so much time planning the worship service. Und Right? Kirchen können so viel Zeit verbringen, damit den Gottesdienst zu planen. So Chris, what is the ideal ratio of worship songs pre-sermon and post-sermon? Also genau, das ist nicht die Frage, oder? Was ist das Verhältnis zwischen Songs vor und nach der Predigt? Or we can debate about the professionalism of the worship team, Und darüber reden, wie professionell jetzt das Worship-Team ist. right? Oh my goodness, Sally's singing flat. I don't think I can really worship today. Hey, lass mal, wie schlecht das Sally heute singt. Voll falsch. Ich glaube, ich kann nicht worshipen heute. One of my personal favorites, growing up in a Baptist church, Einer von meinen Favoriten, als ich in einer Täufergemeinde aufgewachsen bin. are we really worshiping the Lord when we are singing choruses and not hymns? Ich kann das wirklich sein, dass wir Gott anbeten, wenn wir Psalmen singen statt Choral oder umgekehrt. Right? In my church, when they brought in a drum set, In meiner Kirche, wo nachher Drums gekommen sind, oh my gosh, I thought that the church was going to Man denkt- split apart. dann denke ich, die Kirche wird jetzt gerade auseinanderfallen. Right? And of course, these considerations are important to how you experience church. Und natürlich, das sind ganz wichtige Fragen und Sachen, wo man sich überlegen muss, wenn man fürs Kirchenerlebnis, das wir haben. They're important, Sie sind wichtig, but they're not the main point of aber worship. das ist nicht der Hauptpunkt in der Anbetung. Right? It honestly does not matter to God when you worship, how you worship, with what you worship, just that you worship Him with all your heart. Es spielt für Gott überhaupt keine Rolle, wenn das wir arbeitet, wie das wir arbeitet, was noch, wie oft. Was zählt, ist, dass wenn wir ihn arbeiten, dass wir es machen wirklich von ganzem Herzen. In Isaiah 29:13, we read Im Jesaja 29,13 lesen wir Folgendes: that the Lord is not happy with empty worship. Dass Gott nicht zufrieden ist mit dem leeren Worship. And so the Lord says, "These people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God." Und so sagt der Herr: Dieses Volk behauptet, mich zu ehren, aber sie ehren mich nur mit Worten. Mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn er besteht nur in der Befolgung von Vorschriften, die Menschen sich ausgedacht haben. So what then is worship that gives glory to God? Also was ist denn für ein Worship, wo Gott wirklich die Ehre gibt? We know what it isn't, Wir wissen, was es nicht ist. so what is it? Also um was geht es denn? The Apostle Paul, in his letter to the Romans, Der Apostel Paulus ist im Brief an die Römer. he gives the most comprehensive definition of worship. Er gibt wirklich die umfassendste Definition von Anbetung. And he says, Und er sagt Folgendes: "Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, His pleasing, and His perfect will." Ich lese da von der NGÜ, klingt vielleicht ein bisschen anders, aber nicht durcheinander bringen lassen. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die,
dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So instead of being passive recipients of worship, Also statt dass wir passive Konsumenten sind von Worship, we take ownership of our worship when we actively pursue a relationship with God. stattdessen können wir wirklich so die Verantwortung übernehmen für unseren Worship und das wirklich aktiv suchen. And we worship Him with how we live our lives. Und wir können Gott arbeiten in der Art und Weise, wie wir unser Leben leben. That's what Paul means with living sacrifice. Das ist das, was der Paulus meint mit dem lebendigen Opfer. And at the time when Paul was writing this, Und zur Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, right, there were a lot of ancient pagan gods out there who demanded a real living sacrifice. und zu dieser Zeit hat es sehr viele heidnische Götter gehabt, die genau das haben wollen, wirklich lebendige, echte lebendige Opfer. And God rejects this type of human sacrifice. Und Gott weist das ab. You know, He doesn't want people to kill Er themselves will nicht Menschen, die sich umbringen, for worship, im Akt von einer Anbetung. but He wants you to willingly sacrifice your time, Aber er möchte, dass du wirklich deine Zeit angibst, your resources, deine Ressourcen, your heart, dein Herz, and your ambitions vielleicht deine Ziele, in pursuit of His service. indem du einfach wirklich ihm nachfolgst. You know, God wants to use us to bring about His work on earth. Gott möchte uns nutzen, dass er das, was er will machen auf dieser Erde, dass er uns kann nutzen für das. Right? We're often praying for miracles, Wir beten oft für Wunder, but maybe we're supposed to be the miracle. aber manchmal sind wir vielleicht Wunder. Right? He wants to Ja. use us to be a miracle for other Er möchte people. uns manchmal nutzen, um ein Wunder zu sein für andere. He wants our hearts to break for what breaks His heart. Er möchte, dass unsere Herzen brechen für das, was sein Herz bricht. He wants to instrumentalize us to feed the hungry, to clothe the naked, to set the oppressed free. Er möchte, dass wir mithelfen und Teil sind davon, wenn er möchte die Unterdrückten befreien oder die zerbrochene Herzen sind, um sie wieder aufrichten. Für die keine Kleider haben, sie bekleiden, die Unterdrückten zu befreien. And He wants to use us to show compassion to the brokenhearted. Er möchte wirklich dass wir wirklich Mitgefühl zeigen denen, wo es nicht gut geht. And all throughout our day, we can put our selfish interests aside Und wir können wirklich durch den Tag gehen und unsere eigenen selbstzentrierten Gedanken auf die Seite legen in favor of God's will. und ihm seinen Willen zuerst an erster Stelle haben. We can choose to serve, Wir können wirklich wählen, zum ihm dienen. and by so doing, we are choosing to worship Him. Und indem wir das machen, tun wir ihn anbeten. And the more we worship God Und umso mehr wir ihn anbeten, in this way, auf diese Art und Weise, the deeper our relationship with Him becomes. umso tiefer wird unsere Beziehung mit ihm. And our capacity to love grows. Und auch unsere Möglichkeit, unsere Kapazität zum Lieben wird auch wachsen. And we become transformed. Und so werden wir verändert. We begin to see things from His Wir perspective, fangen an, die Sachen zu sehen aus ihm seiner Perspektive. right? We begin to understand His ways and Wir- why He does what He does. Wir verstehen Stück für Stück seine Wege, seine Art und wie er Sachen macht und sieht. And this makes us better able to love like He loves. Und das hilft uns, dass wir viel besser so lieben können, wie er liebt. When we give glory to God by worshiping Him with our lives, we also get to experience His glory directly. Oh, that one is a good one. It's a really good one. Genau. Also indem wir wirklich unser Leben angeben und ihm opfern und ihn anbeten, so wie er es sich wünscht, so erleben wir eigentlich seine Herrlichkeit direkt, indem wir dabei sind in den Sachen, die er macht, durch uns. Exactly. And that is thrilling. Und das ist unglaublich. Let me give you an example I just heard yesterday. Ein kleines Beispiel, das ich gerade gestern gehört habe. My nephew is in Lebanon right now interviewing pastors at a conference. Mein Neffe ist zurzeit in Libanon und macht Interviews mit verschiedenen Pastoren. And he interviewed a pastor from North Africa.
Und er hat einen Pastor von Nordafrika interviewt. And this gentleman used to be a devout Muslim. Und der Pastor war ein Muslim gewesen. And he used to persecute Christians for sport, Und er hat Christen verfolgt aus Spaß. right? And on one particular occasion, Und in einer Situation he and a friend of his, hat er und ein Freund von ihm, they beat a man so badly that he was left half dead by the side of the road. sie haben jemanden genommen und so brutal verschlagen, dass er wirklich so halbtot auf der Seite der Straße liegen geblieben ist. Right? So now let's fast forward 25 years. Und jetzt können wir einfach mal vorwärts spulen, 25 Jahre vorwärts spulen. And this gentleman who beat the Christian, Und der Mann, der da war und der Christ verschlagen hat, he became a Christian and is now a pastor. er ist ein Christ geworden und ist jetzt ein Pastor. And he's speaking at a conference. Und er redet an einer Konferenz. And after his sermon, a gentleman comes up to him. Und nach seiner Predigt kommt ein Mann auf die Bühne, oder zu ihm. And he's crippled. Und er ist, hat eine Behinderung. Oder Yeah, he can't walk. kann nicht mehr laufen. And he's half blind. Und halb blind ist er auch. And he goes up to this man and he says, "It's so good to see you. Und er geht zu dem Mann und sagt, hey, es ist so schön, dich zu sehen. Because I've been praying for you for 25 years." Weil ich habe für 25 Jahre für dich gebetet. Right? This is this transformational power that comes from the Lord when we open up our hearts and just worship Him with everything we have. Und das ist die Kraft, die einfach von Gott in uns hineinkommt und uns kann verändern, von innen raus. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir ihn anbeten, so wie er sich wünscht. With every prayer that this man prayed for his persecutor, he was worshiping the Lord. Mit diesem Gebet, das er gebetet hat, für den, der ihn angegriffen hat und ihn verschlagen hat, hat er daran geschafft, an dieser Veränderung, die passiert ist in diesem Mann. Und hat wirklich Gott angebetet in diesem Gebet. And he got to experience the transformation of his own heart and suffering. Und gleichzeitig hat er erleben, wie sein eigenes Leben, sein eigenes Leiden verändert worden ist. And he got to experience the transformation of his abuser. Und er konnte erleben, wie sein Angreifer verändert worden ist. And it goes further because his abuser is now a pastor who's helping transform lives around the world. Und der ihn attackiert hat, es geht weiter, es ist weitergegangen, weil er ist nachher Pastor geworden und hat Leben um die Welt herum, wo er wirklich wo er trifft und verändert. That's the power of worship. Und das ist die Kraft von Anbetung. So I know we're only on number 1. Okay, wir sind erst bei Punkt 1. So number 2. Nummer 2. And I'll go fast. The second thing Jesus wants to undo Das Zweite, was Jesus möchte rückgängig machen, is this limited and often self-centered perspective we have of worship. ist die begrenzte und so ein bisschen egozentrische Art und Weise, wie man manchmal Anbetung anschaut. Right? And he wants to exchange it Und er möchte das gerne verändern for a limitless, God-centered perspective. und wirklich verändern in eine grenzenlose, gottbezogene Sichtweise. So very often we put ourselves in the middle, you know, it's nice and comfy in the middle, of how we worship God. Sehr oft tun wir so wie so ein bisschen in die Bequeme, in das Zentrum oder in der Art und Weise, wie wir Gott arbeitet, wie wir worshipen. Right? Our worship narrative hinges on our personal experience with God. Die Art und Weise, wie wir Worship verstehen, hat sehr oft sehr viel damit zu tun, wie wir Gott erlebt haben, unsere eigene Geschichte. Right? And what God has done for us. Und was Gott für uns alles gemacht hat. And there's nothing wrong with that. Und das ist überhaupt nicht falsch. You know, it's beneficial to recognize God's role in our life. Es ist hilfreich, wenn wir sehen, was für eine Rolle Gott gespielt hat in unserem Leben. But the danger arises Aber Gefahr kommt dann rein. when we don't balance our personal perspective of God Genau, Gefahr kommt dann rein, wenn unsere Balance nicht mehr stimmt bezüglich unserer eigenen Perspektive, wer Gott ist und was er gemacht hat in unserem Leben. and who God is, Und wer Gott ist. regardless of us, Unabhängig von uns. right? We need to stop navel gazing, Wir müssen aufhören, so ein bisschen mit unserem Nabel schauen. you know, and look up, Und wir müssen aufschauen. you know, to the limitless view of God, the Creator. Wir müssen aufschauen auf die Perspektive zu dem Gott, der einfach unlimitiert ist.
You know, God the Creator, the holiest of holies. Gott, der Schöpfer, der Heiligste von der Heiligen. God is not limited to our experience with Him. Gott ist nicht limitiert durch unsere Erfahrung mit ihm. In Psalm 95, 1 through 7, a passionate King David calls us to worship. Im Psalm 95, dort ruft uns wirklich so ein leidenschaftlicher König David zum Arbeiten an. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is a great God, a great King above all gods. He holds in His hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to Him, for He made it. His hands formed the dry land too. Come, let us worship and bow down. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei. Denn er ist unser starker Helfer. Wir treten vor ihn mit unserem Dank. Wir ehren ihn mit unseren Liedern. Denn der Herr ist der höchste Gott, der große Gott über alle Götter. In seiner Gewalt sind die Tiefen der Erde und ihm gehören die Gipfel der Berge. Das Meer gehört ihm. Er hat es gemacht und auch das Land. Er hat es geformt. Kommt, verneigt euch, werft euch nieder, geht auf die Knie und betet ihn an. Ihn, den Herrn, unseren Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er sorgt für uns wie ein Hirt, er leitet uns wie eine Herde. When I read this, amen, right? When I read this, it reminded me of a sermon Matthias gave about a month ago. Als ich das gelesen habe, hat es mich so ein bisschen erinnert an eine Predigt, die der Matthias gegeben hat, vor etwa einem Monat oder zwei. I don't know if you guys were there, but it was so sweet to see him freaking out on the stage about the galaxies and the planets. Es war so süß gewesen, herzig, wie er so wirklich durchgedreht ist. Einfach so, wie groß Gott ist und wie Gott alles geschaffen hat, all die Galaxien. Like he was totally worshiping God with his nerdiness. Er hat Gott total wirklich arbeitet mit seiner Nerdiness. Right? And it's no laughing matter because that is powerful and transformative stuff for Matthias. Und es ist eigentlich nicht zum Lachen, weil es ist wirklich kraftvoll und verändernd. Right? Because Matthias wasn't there. He wasn't personally affected when God made galaxy GNZ11. Eigentlich, oder? Der Matthias ist nicht persönlich dabei gewesen, wo Gott die Galaxie GNZ11 erschaffen hat. Which happens to be the furthest galaxy from us. Was übrigens die weitest entfernte Galaxie ist. But he was just in awe of God's greatness and His goodness. Aber er ist einfach nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen, wie groß Gott ist und wie gut er ist. And that changes his perspective to this limitless God, and it increases his faith. Und es verändert einfach seine Art und Weise, wie er Gott anschaut. Ein Gott, der so unbegrenzt ist. Und es verändert ihm seinen Glauben. And when we just worship God for who He is, und wenn wir Gott so wirklich so einfach anfangen zu arbeiten, für wer er ist, right? Our faith is bigger, unser Glaube wird größer and we are protected. und wir erfahren auch eine Art Schutz. Right? Worship protects us. Arbeitung, Worship schützt uns. It helps gravitate us towards God and away from lies. Es hilft uns wirklich, zu Gott angezogen zu werden und weg von der Lüge. Right? Praising God is comforting because it reminds us not of who we are, but whose we are. Gott Arbeit ist auch tröstlich, weil es uns nicht daran erinnert, wer wir sind, sondern wer er ist. Right? We are His. Wir gehören ihm. When we are lost, Wenn when wir uns we are verirrt haben, overwhelmed, wenn wir überwältigt when sind, we are disappointed, wenn wir enttäuscht sind, when we're suffering. wenn wir leiden. Authentic, God-centered worship. Ein Worship, der wirklich authentisch ist und auf Gott zentriert. It shifts our focus away from our problems and the lies we believe. Das bewegt einfach die Perspektive weg von den Lügen, von den Problemen, die wir haben. And it shifts us up to God's limitless greatness and life-giving truth. Und das bewegt uns einfach wirklich unsere Sicht weg zu Gottes Größe und zu seiner lebensspendenden Worte. So, the final thing, the final way we can undo empty worship So ein dritter Punkt, wie wir leeren Worship können hinter uns lassen, is to
is to take away the transactional nature of worship. Ist, indem wir daran arbeiten, die transaktionale Natur von Worship das wegzubekommen. You know, I don't know, this is a big one for me, Das ist ein großer Punkt für mich. right? My worship often is conditional to my comfort and my happiness. Meine Anbetung, mein Worship ist oft abhängig davon, wie ich mich fühle, was für meine Komfortzone, wie es mir geht. Right? But we need to worship God Aber nein, wir müssen Gott anbeten, for the fact that He offers us a permanent and unconditional hope. für die Tatsache, dass er uns eine nicht endende und bedingungslose Hoffnung anbietet. Even in suffering. Auch wenn wir im Leiden sind. And this hope Und diese Hoffnung anchors us to joy, to peace, and to power in the Lord. Und die verankert uns in einer Freude und in einem Frieden in Gott. How often do we put God on trial when we suffer? Wie oft stellen wir Gott so wie auf die Probe oder beziehungsweise wie so wie richten, wenn es schwierig wird. Do we really believe in His goodness and His greatness when children are dying in an unnecessary war? Glauben wir wirklich an die Größe und Güte von Gott, wenn Kinder sterben in einem komplett unnötigen Krieg? Do we worship and praise Him when our closest family members are diagnosed with a fatal disease? Können wir worshipen und Gott anbeten und preisen, wenn jemand, der uns nach ist in unserer Familie, diagnostiziert wird mit einer Krankheit, die vielleicht unheilbar ist? Does our image of God and subsequently our worship change when we experience suffering and loss? Verändert sich unser Bild von Gott und durch das auch unsere Anbetung, wenn wir Leid oder Verlust erleben? You know, in the late 7th century BC, the prophet Habakkuk wrestled with exactly these questions. Im 7. Jahrhundert vor Christus hat der Habakuk genau mit diesen Fragen gekämpft, sich And auseinandergesetzt. he was indignant. He was mad at God. Und er ist wirklich verrückt mit Gott. And he challenged God to explain, why do I have to sit here and watch the injustice and oppression of my people? Und er hat Gott wirklich herausgefordert, sich erklären, warum er so da muss sein und die Unterdrückung von dem Volk und das, was passiert, dort zu erleben. Right? And God answered him. Und Gott hat ihm geantwortet. And he said, yes, I see the injustice. Er hat gesagt, ich sehe das, ich sehe die Ungerechtigkeit. I see your suffering. Ich sehe auch, wie du leidest. And I will deliver your people, Und ich werde dein Volk befreien. but not yet. Aber noch nicht jetzt. Right? And you will not see the deliverance of your Und du people. wirst die Befreiung nicht erleben. And how does Habakkuk end his conversation with God? Und wie endet der Habakuk sein Gespräch mit Gott? Oddly enough, in worship. Interessanterweise in Anbetung, in Worship. He gets the news that he's not going to see the deliverance of his people. Er versteht, dass er das nicht wird sehen, dass die Bedrückung oder Unterdrückung von seinem Volk enden wird. And he declares the goodness and the power of the living Und God. trotzdem spricht er aus, dass Gott gut ist und dass er kraftvoll ist. Habakkuk's praise of God was not conditional on having his suffering lifted. Habakuks Anbetung von Gott ist nicht abhängig vom Ende von seinem Leiden. And he writes, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, or the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, and I will take joy in the God of my salvation. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafherden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Now, I'll be honest with you, it's really easy for me to talk like this in front of you because I haven't experienced this kind of suffering and loss. Und zum ehrlich sein, das ist für mich relativ einfach, über Leiden und so zu reden vor euch, weil ich habe das noch nicht so erlebt.
But as many of you know, my brother was diagnosed with ALS 18 months ago. Und wie wahrscheinlich viele von euch wissen, mein Bruder ist vor 18 Monaten diagnostiziert worden mit ALS. And the life expectancy for his type of ALS is 27 months. Und die durchschnittliche Lebenserwartung von ALS, die Art von ALS, ist nur 27 Monate. Without a miracle. Ohne Wunder. Yeah. And the disease basically gradually stops every single muscle in your body from working. Und die Krankheit, die stellt die Funktion von einem Muskel nach dem anderen ein. And every day you experience loss. Und jeden Tag erlebst du Verlust. Right? Loss of speech, Verlust vom Reden, loss of mobility, von der Beweglichkeit, loss of eating, Verlust vom Essen. loss of swallowing, Schlussendlich kannst du nicht mehr schlucken. and in the end, loss of breathing. Und am Schluss ist Verlust, nicht mehr atmen. And interestingly, my brother Philip, Und was interessant ist, ist, dass mein Bruder Philipp along with his family, zusammen mit seiner Familie, they worship the Lord more now than ever. sie betet Gott mehr an als je zuvor. This summer, he went to speak at a youth rally, Der Sommer war an einer Jugendveranstaltung gewesen, and it was his daughter who read his words. und seine Tochter hat seine Worte vorgetragen, And he gesagt. declared to everybody there, he said, "It is all true. Und hat allen gesagt, hey, es ist alles wahr. Everything, every good thing you have heard about the Lord is all true." Alles Gute, was ihr gehört habt über Gott, alles, was ihr von ihm gehört habt, es stimmt. Philip is standing in the midst of suffering and loss, and he is reminding us of the goodness of God and calling us to worship him. Der Philipp steht da, wirklich so mitten in seinem Leiden und in seinem Verlust, den er täglich erlebt. Und gleichzeitig erinnert er uns daran, wie gut Gott ist. And he says to me, Und er sagt mir, "My biggest prayer is not for healing, mein grösstes Gebet ist nicht, dass ich geheilt werde, but that God be glorified." aber dass Gott geehrt wird. Amen. 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 So how is this possible? Are these just two kind of like spiritual superpowers, like these two men? How is this possible? Wie ist das möglich? Die Beispiele, die zwei Männer, leben die eine Art von Glauben, wo irgendwie unerreichbar ist für andere? I don't think so. Ich glaube es nicht. I think both Habakkuk and my brother do not let their circumstances dictate their image of God. Ich glaube, bei beiden, beim Habakkuk und mit meinem Bruder, sie beide lassen das nicht zu, dass ihre Umstände, ihre Art und Weise, wie sie Gott sehen, beeinflusst. You know? And as a result, I believe they are anchored to a hope that keeps them from drifting off into despair. Und das Resultat von dieser Anbetung, glaube ich, ist, dass sie wirklich verankert werden in dieser Hoffnung, wo ihnen hilft, dass sie nicht irgendwo sich verlieren in der Hoffnungslosigkeit. And I can tell you, with the case of my brother, I spent the summer with him. Ich kann euch erzählen, oder im Fall von meinem Bruder, ich habe den Sommer mit ihm verbracht. He has found joy in grief. Er hat Freude gefunden, Freude in seinem ganzen Verlust. And he has peace in his suffering. Und er hat Frieden gefunden in seinen Schmerzen. And we had a lot of fun, Und wir haben viel Spaß zusammen gehabt. right? And of course, we're all praying for Philip to be healed. Und natürlich beten wir alle, dass Gott den Philipp heilt. But whatever may come, Aber egal was kommt, ALS does not define how Philip sees God. ALS wird nicht definieren, wie der Philipp sich fühlt. Hope in the living God defines how Philip sees God and lives. Die Hoffnung in den lebendigen Gott ist das, was definiert, wie er Gott sieht. And it's a powerful hope Und das ist eine kraftvolle Hoffnung. that is forged in worship. Und die kommt eben genau aus der Anbetung, aus dem Worship. So we ask ourselves again, Also fragen wir uns wieder, what would Jesus undo? was wird Jesus rückgängig machen? Jesus wants so much more than empty worship, Jesus will so viel mehr als nur leerer Worship. not because of what he gets out of it, Nicht, weil es darum geht, was er könnte daraus bekommen, because through worship he can give us so much more. weil durch Anbetung, durch Worship kann er uns so viel mehr geben. When we worship the Lord with our entire lives,
Wenn wir Jesus arbeiten mit unserem ganzen Leben, you know, and we worship him in his truth, und wenn wir ihn arbeiten in seiner Wahrheit, we deepen our relationship with unsere God. Beziehung wird tiefer mit Gott. We gain a God-centered perspective. Wir bekommen wirklich die Perspektive, die auf Gott zentriert ist. And this perspective anchors us to a hope, an unconditional hope. Und diese Perspektive, die verankert uns in dieser Hoffnung, in dieser bedingungslosen Hoffnung. Even in suffering. Sogar in Verlust. So, before I close with a prayer of benediction, So, bevor wir endet mit einem Gebet, I'd like to introduce the song we're going to sing right after. möchte ich euch ein Lied vorstellen, das wir nachher werden singen. It's a modern version of an old hymn. Es ist eine moderne Version von einer alten Hymne. It's called It Is Well With My Und Soul. es heißt It Is Well With My Soul. And it was originally written by Horatio Spafford Es ist ursprünglich geschrieben worden von Horatio Spafford in the late 1800s. in den späten 1800er Jahren. Now, Spafford was a businessman with 5 kids. Spafford ist ein Geschäftsmann mit 5 Kindern. And in 1871, his 4-year-old son died of scarlet fever. Und 1871 ist sein 4-jähriger Sohn gestorben an Scharlach. And a few months later, Ein paar Monate später the Great Chicago Fire wiped out almost all of his fortune. hat das große Chicago Feuer ziemlich sein ganzes Vermögen vernichtet. And 2 years after Und that, 2 Jahre später Spafford's wife and remaining children, sind Spafford, seine Frau und seine übrig gebliebenen Kinder, they were taking a trip to Europe. sie sind mit einem Schiff nach Europa. The ship had an accident, Das Schiff hat einen Unfall gehabt and his 4 daughters drowned. und seine 4 Töchter sind umgekommen dabei. I mean, it seems unthinkable to me that in the span of 3 years, this family experienced so much loss. Es ist fast undenkbar für mich, dass es möglich ist, dass so eine Familie in 3 Jahren alles verloren hat und so viel Verlust erlebt hat. But what's even more remarkable to me Aber was wirklich noch viel unglaublicher ist, is that Spafford was inspired to write the words we're about to sing das ist, dass der Spafford die Worte geschrieben hat, inspiriert worden ist, um die Worte zu schreiben, die wir jetzt gerade singen werden. just a few weeks after his children died. Nur etwa ein paar Wochen später, nachdem seine Kinder vertrunken sind. He was sailing to Europe to meet his wife. Er ist nach Europa gegangen mit dem Schiff wieder, um And- seine Frau zu sehen dort. And over the spot where his children drowned, Und über dieser Stelle, wo das Schiff untergegangen ist und seine Töchter vertrunken sind, he wrote these words. da hat er das Lied gesungen, die Worte geschrieben. And we can see that instead of dwelling on loss, Und wir sehen, wenn wir einfach, statt dass wir uns dreht um unseren Verlust, Spafford worshipped God for giving him eternal life and eternal hope. genau, Stafford hat wirklich Gott gepriesen dafür, dass er ihm ewige Hoffnung und Frieden gegeben hat. So as we sing this song, let us worship the Lord unconditionally, Und indem wir das Lied singen, lass uns doch einfach Gott arbeiten, einfach bedingungslos. regardless of the situation you may find yourself Unabhängig in. von der Situation, wo du drin bist. And wait in confidence for the hope, the joy and the peace that is Und promised lass to uns us. wirklich warten, einfach wirklich auf dass das kommt, dass die Hoffnung, die Freude und der Frieden hineinkommt in unser Leben und daran glauben, dass das kommt. And let's pray. Lass uns beten. In the words of Paul to the Romans, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Und in dem Wort von Paulus, der Gott von der Hoffnung, erfüll euch mit aller Freude, mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt, in der Hoffnung durch Kraft vom Heiligen Geist. Amen. Amen. Thank you.